Hallo Leute, und was seht ihr da? Genau, ich habe den ganzen Raum, wo wir da werden, also fast den ganzen Raum, es gibt noch ein paar Komplikationen, schon wieder, ausgehoben für unsere Villager Trading Posten, also Handelsposten, Handelsraum, whatever. Erstens würde ich da hinten eine kleine Änderung Gottverdammt, kleine Änderung vornehmen. Wahrscheinlich werden wir da Steckentür abmachen und der Gang, wo wir da jetzt sehen, wird erst da unten kommen, weil dann haben wir erstens mal nicht das Problem, dass quasi der Eingang da so schäbig aussieht, weil es da gerade flach wird, weil ich nicht wieder rauf kann, wegen dem Redstone nicht drin. Wo ich übrigens kaputt gemacht habe, als ich das letzte Mal dort umgegraben habe. Ich kann es nochmal wieder reparieren, wenn ich in das Laboratorium bin. Und das heißt, der Stege kommt runter, dann kommt der Gang und wir kommen da raus ungefähr. Vielleicht ein bisschen weiter vorne, vielleicht ein bisschen weiter hinten. Ich weiß es noch nicht genau, ich muss noch schauen, wenn ich den gebaut habe. Und das heisst, ziemlich sicher wird gegen hinten noch ein bisschen erweitert. Und vielleicht auch gegen runter, weil ich hätte gerne eine Schicht Stein oder was auch immer zwischen dem Rest von meiner Base, also dem Redstone-Zeug dort oben, und dem, wo da unten kommt. Oder vielleicht auch zwei, einfach damit ich ein bisschen spatzig habe, falls ich irgendetwas, ja, Details machen will, die ein bisschen weiter raufgehen. Und vielleicht fragt ihr euch auch, was mit dem auf sich hat. Das da hier sind Silberfischblöcke. Vielleicht sieht man es. Jo, Minecraft Monster Egg, ganz rechts, zweite unterste Zeile. Und theoretisch sollte da raus ein Silberfisch kommen. Wenn ich aber so mache, kommt gar nicht raus. Und das liegt daran, dass wir in 1.8 sind und ich noch im alten Gebiet bin, wo vorher generiert worden ist. Und 1.8 so ziemlich, ja, Monster Spawning für einen Arsch gemacht hat, halbe. Ich meine, sie haben einen Haufen positive Sachen gemacht, aber ein paar Sachen haben sie auch richtig verkackt. Das ist der Grund, warum ich es da geschaut habe. Also ich meine, es braucht immer genau gleich lang zum Abbauen. Es ist genau die gleiche Art von Stein. Aber ja, jetzt ist es der normale Stone und wir sind da frei. Ich würde sagen, ich mache mich mal an den Gang da. Und schaue, ob ich noch weiter hindern muss graben und wir sehen uns gleich wieder. Nach ein paar Stunden in meiner Creative-Welt rumpröbeln und ja, nochmal irgendwie eine Stunde oder eine halbe da rumpröbeln an dem Gang, habe ich es endlich geschafft. Ich habe das Ausmaß vom Hollow Witch, ich habe das Ausmaß von unserer Handelshöhle, wie auch immer man sie nennen will. Das ist der erste Gang. Ich kann alles vorziehen, weil unsere Villager brauchen ein Dorf, um sich zu vermehren, und das Dorf braucht Lichtzugang, und der Lichtzugang wäre genau da gewesen, oder da. Auf jeden Fall genau durch unser Laboratorium durch. Darum habe ich es ein bisschen rüber verschieben. Da geht es gäbig. Und das heisst, ich muss bis dort hindern, das sind noch, keine Ahnung, vielleicht um die 13 Blöcke, den ganzen Raum da ausheben. Ja, ihr habt richtig gehört. Und was macht ein gescheiter Mann da? Er schnappt sich seine Witch Farm, nimmt ein bisschen Gunpowder, so um die 9 Stacks. Oder 10, weil man braucht ja 5 TNT. Und geht Sand farmen. TNT haben wir, also Gunpowder haben wir genug. Sand eher nicht. Das heißt, ich begebe mich mit meiner Superschaufel auf die Suche nach einer Wüste. Und ja, farmen dort ein bisschen.
So, nachdem wir extrem viel TNT crafted haben, so ja, 5 Stacks, habe ich mal angefangen da oben, dass wir hier ausgraben und unter jeder von dieser Druckplatten steht Tee. Und das heißt, wir sprengen jetzt das ganze Zeug in die Luft. Und los geht's. Ich kann nicht sicher. Das sind aber jetzt Aua. Schneller. Wow. Aua. Hä? Fuck. Hoffentlich hast du mein Zeug genommen. Ah! Mein Zeug! Ah! Nein, nein, nein! Bitte nicht. Ah! Wieso hat das nicht funktioniert? Ah, ich weiß wieso. Weil das einzige da der Dirt war. Und Dirt hat weniger Blast Resistance. Fuck, 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 fuck. Ich bin Zeug genommen. Ich bin Zeug genommen. Hat er mal ein Water Bucket? Komm schon. Muss auch noch mehr von meinem Zeug rum sein. Nein. Mini Pick. Alles ist weg. Und das ganze TNT ist auch weg. Awesome. Ja, das habe ich gut gemacht. Vielleicht noch irgendwas dort oben. Leiter. Irgendwie nicht so, hä? Gehen wir mal. Das ist doch nicht. Nee, jetzt muss ich alles. Nee. Ich habe letztes erst müssen alles wieder erneuern von meiner Ausrüstung. Bei wie viel Toten sind wir mittlerweile? Hey, schon nicht 30 tot, okay. Ja. Okay, legen wir mal den Helm wieder. Es hätte jetzt auch besser laufen. Irgendwie. Ja. Ich hätte vielleicht auch nicht alles TNT auf mir sollen tragen. Egal, jagen wir das auch noch in die Luft. Boom. Danke. Naja, ich würde sagen, ich schaue mal, ob unsere Witch Farm noch ein bisschen was produziert hat. Zeug. Ich tue nochmal wieder neues Gear holen. Also Spitzhacke, Schaufel, Schwert und mit toller Bogenschirm. Okay, Notiz an mich selber. Das nächste Mal, wenn ich mit Dings anfange hantieren, mit TNT, ja, zuerst alles andere deponieren. Irgendwie da hin oder so. Immerhin habe ich noch ein bisschen zu essen. Yay. Ja. Ja, ich komme gerade zum zweiten Mal zurück von der Wüste. Bevor ich schon mal gesehen habe, TNT gebaut, das dort hinten alles weggesprengt. Und einmal das Fundament geleitet von dem, was ich da vorhabe. Das, meine Damen und Herren, wird unsere kleine Villager Farm. Da unten kommt unser Villager Breeding System rein. Und da an der Seite unsere Zellen für die Villager, wo wir können traden. Es wird alles funktionieren. Ich habe in der Testwelt schon komplett gebaut. Das hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert in der Testwelt. Und ja, was ich jetzt machen werde, ist das hier unten aushöhlen. Alles parat machen, damit wir die Villager rein tun. Und mit euch zusammen und ich dann versuche, die Villager da rüber zu pflümeln und schauen, ob sie sich vermehren.
So, ich habe euch jetzt das ganze Übertransportieren von den Dorfbewohnern erspart. Zeitraffer dafür hat es gegeben. Und wie ihr da seht, habe ich einfach ein bisschen runtergebuddelt. Das Feld, weil die Dorfbewohner brauchen neuerdings Pflanzen bzw. Weizen, Rüebli oder Herdöpfel, damit sie sich fortpflanzen können. Und jetzt sind da zwei drin. So ein brauner da ist eben einer, der kann das Feld abarbeiten. Und ja, sobald die sich da paaren und so ein kleiner Wicht wieder unten, dort vielleicht gesehen haben, knapp im Wasser, dort oberhalb von meinem Cursor, wenn der halt so aus der Luft ploppt, dann läuft er mal ein bisschen um. Und weil er nur einen Block hoch ist und denkt, dass die Trapdoors da, also die Falltüren da, ein ganzer Block sind, latscht er rein, geht ins Wasser, wird da hinten getragen und bleibt dann mal das Willi dort unten. Und sobald er ausgewachsen ist, floatet er da rauf, geht da über und geht da rein und wir können aussortieren, falls wir wollen, unsere Handels, wie nennt man da, Handelsböxli da eingliedern, falls man wollen, verkaufen an jemand, falls sich jemand irgendein Villager gewünscht hat. Oder falls man gar nicht wollen und ihn einfach killen. Und ja, da haben wir Licht Access. Es geht bis ganz rauf, da oben muss noch Glas an. Ist knapp gewesen. Da eine ist schon unsere, also das Dunkle, was wir da sehen, ist Nether Brick. Und das ist von unserer Keimbasis, die wir unten dran haben, ist knapp gewesen, dass es dort reingegangen ist. Und da haben wir Licht, dann haben wir auch noch so einen Lichtschacht für 3, also 3 breit. Dann haben wir Türen, das geht ganz unten durch. Und ein Villager ist dort unten und so wie ich es verstanden habe, funktioniert es im Moment, und es ändert sich halt mit den Villager. Im Moment funktioniert es so, der Villager dort unten macht quasi das Dorf mit all den Türen dort unten, wo ja das Licht, das da abkommt und der Block, der dort hinten blockiert, als Häusertüren gelten. Macht da, wie viel sind es? Ich glaube 3, 6, 12, 24 Türen sind es dort unten. 24 Häuser. Und der Typ denkt, sehen wir da? Haha, hoi du. Der denkt jetzt, okay, ich bin allein in dem Dorf, weil er die zwei Dinger da nicht sieht, die zwei Dorfbewohner. Und denkt, ich muss die jetzt paaren lassen, oder ich muss mich paaren eigentlich. Ich muss das Dorf füllen. Und die zwei paaren sich dann, der Dorfbewohner geht runter, floatet da rauf. Aber der da unten sieht ja immer noch gar keiner von denen. Der wird nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Und das heißt, dass die sich immer weiter paaren, weil der da unten denkt, er muss ihn das Dorf füllen. Ungefähr so funktioniert. Und ja, ich glaube, das war so für die Folge. Nächstes Mal werde ich da den Rest noch machen. Also so hallenmäßig und wo die Leute da reinkommen dann. Ich sage, es sieht richtig geil aus schon. Aber es ist noch ein bisschen Arbeit, ja. Und ich habe nicht so viel Zeit. Von dem her, hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Fragen habt, vielleicht weniger zu der, wie sich Villager vermehren, das ja, ist es immer so eine Sache, ob man da richtig liegt oder nicht. Ich habe es ein bisschen draussen, einigermaßen. Also können wir schon ein paar Sachen fragen, aber es könnte auch sein, dass ich es nicht weiss dann. Falls ihr schon irgendwelche Fragen habt, fragt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!